the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. Und somit Christi zurück zu Fallout New Vegas. Nach knapp einem Monat von lauter Generation Zero habe ich vergessen auf dieses Spiel. Sorry. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, was wir heute machen wollen. Eigentlich war ja der eigentliche Plan, dass wir uns jetzt da in Richtung der Dings durchschlagen. Dieser netten Herren da, dieser Bright Bruderschaftsrobe. Warte mal kurz. Falsche Tasten. Verlassen. Die wäre da in die Richtung. Jetzt weiß ich aber nicht, wollen wir das angehen oder wollen wir uns in Richtung Dings durchboxen? In Richtung New Vegas. Was machen wir? Na, Minen habe ich eigentlich noch nie benutzt in den Spiel. In den Spiel interessieren mich die Minen am wenigsten. Obwohl ich ja sagen muss, ich muss ja offen und ehrlich gesagt gestehen, ich kenne das Spiel bereits. Und wenn ich so auf meinen Inventar, auf mein Inventar in puncto Munition schauen wir da eher sehr mau aus. Und ich weiß, was uns da unten blüht bei der hier. Ich weiß, was uns da unten blüht. Supermutanten. Ja, großer Spoiler. Ha, 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 ha. Ja, jetzt ist halt nur die große Frage, was machen wir jetzt? Wollen wir uns das anschauen oder boxen wir uns in Richtung New Vegas durch? Und schauen uns dort ein paar Missionen an und verfolgen mal den Strang, den Geschichtsstrang in Richtung dessen Typ, der uns eigentlich am Arsch haben wollte, ja, oder der uns eigentlich erschossen hat. Das ist eine große Frage. Okay, V. Passt, dann kenne ich mich schon wieder aus. Ach, sind sie nicht süß, hä? Ja. Aha. Ja, schrei nur deppert. Du Honk. Jetzt nehmen wir uns mal andere Waffen. Cowboy-Repetierer. Ja, ein bisschen durchprobieren. Nach knapp einem Monat. Man weiß ja nie, was uns noch alles so begegnet, gell? Also von dahin her. Au! Drecksau, au! Au! Drecksau! Au! Hallo, nachherst, deppert da. Ja. Über mich selber kann ich schimpfen, das merkt er gleich. Toll! Haben wir schon wieder einen Bug gefunden? Sicher. Hallo. Ach ja. Was, da ärgern mich die Bugs gar nicht, weil ich genau weiß, dass die Spiele verpackt sind. Die sind ja damals unfertig rausgekommen. Ja, schöne Scheiße. Ja. Nehmen wir mit. Hilfsmittel. Der Partylöwe. Sprache plus 20. Wir nehmen eine Arzttasche zu uns. Die wird uns an Scheiß was helfen. Stimpacks haben wir 12 Stück dabei. Das ist auch nicht viel, ha?
Oder die Waffe ist scheiße, das kann natürlich auch sein. Na gut, ich habe unseren Charakter auch nicht geskillt auf diese Waffe. Unser Charakter ist eher auf sowas hier geschmiedelt. Bitteschön. Aha, was hast du eingesteckt, Alter? 5 Korken. Das ist nicht viel, was ich nun weiß. Rapcon. Testgelände. Ja, wollen wir es uns auch tun, hä? Weißt du was? Ich bin halt ein bisschen sadomasochistisch veranlagt. Wir werden uns mit Supermutanten prügeln. Ja, genau. Man hat ja sonst nichts zu tun in diesem Spiel. Aber wir werden uns da ein bisschen umschauen. Da gibt's nichts. Außer strahlende Suppen und Suppen. Ja, schau, Suppe. Gibt's da irgendwas? Außer zerstörtes Nichts. Hier gab es zerstörtes Nichts. Seit wann kann man zerstörtes Nichts kaufen, hä? Oder beobachten oder sehen? Naja, Fallout macht's möglich. Hier ist ein Loch im Zaun. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun late at night. Oh Gott, nicht schon wieder Gule. Das Spiel will mir ein bisschen verkackeiern, hä? Sie haben das Extragraf Tod erhalten. Töten Sie irgendwas. Ich liebe den Humor in diesem Spiel. Das war jetzt aus der Hüfte. Das war jetzt richtig eintrainiert. Bleistift. Ne? Künstlerischer Ghoul. Muss auch her. Ist natürlich aber Snacks auch für mich, gell? Und zwar Dietriche. Was nehmen wir denn, hä? Warte mal ganz kurz. Schusswaffen. Sprache haben wir momentan einmal genug. Ja, genau, Erster. Die Fertigkeit Überleben erhöht die Trefferpunkte, die sie durch Essen und Trinken erhalten. Außerdem ermöglicht sie die Herstellung von Verbrauchsgegenständen an Lagerfeuern. Ja, das klingt aber auch sehr interessant, gell? Medizin. Wir geben mal da 6 Punkte dazu. Wissenschaft. Wir geben da 4 Punkte dazu. Die Sprache ist jetzt momentan einmal das geringste Übel. Schusswaffen. Na, wir werden das jetzt komplett anders machen. Reparieren. Geben wir einen Punkt dazu. Nahkampfwaffen. Na, das ist nicht meins. Das ist absolut nicht meins. Und dann werden wir halt da Wissenschaft. Das werden wir in der nächsten. Da werden wir was dazu geben, damit wir mal da ein bisschen mehr machen können. Weiter. Eingefleischter Junggeselle im Kampf. Junggeselle. Im Kampf fügen sie männlichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfs bieten sich ihnen im Umgang mit Vertretern des gleichen Geschlechts einzigartige Dialogoptionen. Hauruck. Aha, heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras heller Kopf erhalten sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Okay. Ladykiller. Baby. Langzeitgedächtnis bleiben Boni. Aha. Kannibale. Naja, Kannibale ist in Fallout 4 geil, aber da weniger. Blutiger Tod.
Ja, explodieren Charaktere, die sie töten, über einer roten Matschwolke voller Gedärme und Augäpfel. Was für ein Spaß. Oh, und außerdem fügen sie mit allen Waffen 5% zusätzlichen Schaden zu. Furchterregendes Auftreten. In einigen Gesprächen erhalten sie die Möglichkeit, einen Kampf zu beginnen und eine Gruppe Gegner zu erschrecken, sodass diese in Sicherheit fliehen. Naja. Sie sehen es nicht gerne, wenn sich Raider, Junkies oder Stammesleute in zivilisierten Gebieten niederlassen. Sie verursachen 15% mehr Schaden gegen sie und erhöhen die Trefferquote im Wetz. Kommando. Solange Sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit 2 Händen zu bedienen ist, erhalten Sie einen Bonus von 25% auf Ihre Wetzpräzision. Mit Schnellziehen können Sie Waffen 50% schneller ausrüsten und wegstecken. Na bitte Gorsch erst. Jetzt haben wir es benannt. Tja, starker Rücken oder Schnorrer. Im Prinzip braucht man beides. Ja. Aber, warte mal kurz. Waren wir da? Das machen wir. Mit jedem Rang des Extras heller Kopf erhalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Das machen wir. Haha! Wir sind ein schlaues Kerlchen. Plasmagewehr. Na, nicht alles nehmen, du bist so. Du gieriger Depp, du. Lasergewehr, Medex, Stimpack, die brauchen wir. Haha! Oh. Was ist da jetzt herinnen? Geil. Munitionskiste. Ja, voll geil. Haben wir da im Grill was drin? Nö. Machete brauchen wir eigentlich nicht. Da, was ist da? Medex. Nein, nicht runterfallen. Hinsetzen, Stuhl. Da hat wohl jemand schlechten Stuhlgang. Wir machen dort einmal 12 Stunden, genau. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob das, sie sind nicht mehr ausgeruht, System da nämlich auch zuschlagt, so wie in Fallout 3, das weiß ich nicht mehr. Also schlafen wir uns lieber aus und gehen dann frisch geruht hier hinein. Genau. Ah, den haben wir schon. Ah, steck weg mal die Waffen. Du wirst sie jetzt nicht brauchen. Hey, Sie da drüben, hören Sie mich? Gehen Sie in den großen Raum an der Ostseite dieses Gebäudes und folgen Sie der Metalltreppe bis ganz oben. Und beeilen Sie sich. Wer sind Sie? Wer ich bin, spielt keine Rolle. Glatthaut. Vergeuden Sie keine Zeit und sehen Sie zu, dass Sie da hochkommen. Na klar. Trödeln Sie nicht rum. Ich trödel gern, Oma dumm. Wir kriegen's mit dem Nachtvolk zu tun. Genau. Die Musik ist geil. Fixer Korken, RCW-Laser. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber es wird halt einfach mitgenommen, weil wir es können. Die Mülltonne ist leer. Was? Oh. Eins, zwei, drei. Das sind irgendwo 3 Stück.
4. Schau, wie er ruhig geht und gelassen, ha? Das ist so eine geile Sau. Und tschüss. Du Socke, du Schirche, du Löchrige, bitteschön. Boah. Au! Potsau. Boah, ich liebe dieses Spiel. Du schon mal einen leeren wilden Ghoul gesehen? Bitteschön, da hast du. Warte mal, was ist denn da alles? Nix. Abraxoputzmittel. Na gut, so viel zu dem Thema, wenn ich mir bauen soll. Metall doch. Doch, Kopf. Mhm. Kuckuck. Kuckuck. Ruft's aus dem Wald. Zehnerkugel. Ja, die waren sehr auf sich bedacht, ne? Warte mal. Wenn ich doch nur wüsst. Wo ich hätte hingemüsst. Bist du deppert, der Mensch schaut best rein, bist du narrisch. Alter, Bruder. Ja, wie darfst denn du reinschauen, ha? Wenn du flüssigen Stuhlgang gehabt hast. Aus! Boah! RCW-Laser, den probieren wir später mal aus. Ah. Mach auf die Tür. Dankeschön. Oh mein Gott. Da, Cyberpunk 2077, Robco Industries. Öffentlicher Serverzugriff, Gemeinschaftsküche. Interne Korrespondenz 0800 600 an alle Repcon-Mitarbeiter von Emily Neimeyer Gebäudemanagement. Hallo alle Mitarbeiter, bitte vergessen Sie nicht, die Küche ist ein Privileg, kein Grundrecht. Bitte hinterlassen Sie sie in einem sauberen Zustand. Sie wissen ja, eine saubere Küche ist eine glückliche Küche. Ach Mädchen, ohne die hätte ich das jetzt aber... Scheiße, da ist er losgestanden. Schau. Bitte nicht vergessen, im Kühlschrank zurückgelassene Nahrungsmittel ohne Datum werden jeden Freitagabend weggeworfen. Versehen Sie Ihre Sachen daher bitte mit Datum. Na bitte. Willkommen bei Robco. Das ist das gleiche, ja, Steve Reynolds, Projektmanager der Raketenanlage. Ich begrüße Sie, liebe Repcon-Mitarbeiter. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Abschluss mit Robco perfekt ist. Ab morgen gehören wir offiziell zu Robco. Die meisten von Ihnen werden gar keine Veränderung bemerken, außer einer Erhöhung der Zusatzleistungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals herzlich willkommen in der Robco-Familie. Versorgungsabteilung Robco HQ
Bill Martin, Hausverwaltung Repcon. Sehr geehrte Versorgungsabteilung, als erstes möchte ich einmal sagen, dass wir alle hier ganz begeistert sind von unserem Unternehmenszusammenschluss. Es ist prima, Teil einer so tollen Firma wie Robco zu sein. Könnte es sein, dass wir irgendwo einen Knoten in der Versorgung haben? Gestern wurden 2 Kisten angeliefert mit 2 Großgeräten, die sich Stealth Boys nennen. Darf ich fragen, was das für Dinge sind? Machen die einen tatsächlich unsichtbar? Das klingt ja verrückt. Was denkt sich Robco als nächstes aus? Lassen Sie mich bitte wissen, ob diese Lieferung durch einen Irrtum hier gelandet ist. Falls nicht, kein Problem. Ich wette, man kann eine Menge Spaß mit den Dingen haben. Vielen Dank. Bill Martin. Privater Serverzugriff. Jetzt wird's... Oh, Baby. Steve Reynolds von Pierre Easley, Generaldirektor Steve. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Leute auf den Robco-Besuch vorbereitet sind. Wir handeln gerade aus, was das Projekt wert ist. Je besser das Experiment morgen also läuft, desto besser für uns alle. Robco-Besuch. Steve... Sir. Ich lasse die gestrigen Vorfälle von meinem Team untersuchen. Meine besten Leute hatten mir versichert, dass das Experiment werde reibungslos laufen. Wir beginnen heute in den betroffenen Bereichen mit den Aufräumarbeiten. Allerdings sagte man mir, es könne Jahrzehnte dauern, bis die Strahlung völlig abgeklungen sei. Hoppala. So ein ganz Zwischenfall mit Atomwaffen gehabt. Ja. Steve Reynolds, Pierre Easley, Generaldirektor. Stellen Sie einfach sicher, dass jemand dafür bestraft wird. Die Sache hat unsere Position bei Robco erheblich geschwächt. Die sollen sehen, dass wir hier alles im Griff haben. Ja, anscheinend nicht. Ja. Anscheinend ist hier deutlich etwas schief gelaufen. Das haben wir schon gelesen. Oh Gott. Brahmin. Jetzt haben wir es benannt, ha? Zu köstlich. Die Physik dahinter finde ich noch immer so genial. Sag einmal, trifft der überhaupt noch irgendwas, der Jolly? Anscheinend nicht. Ich hab zwar keine Ahnung, was das für Waffen ist. Warte mal. Machen wir es gleich so. Plasmagewehr. Ah, das ist die Scheiße. Na, schauen wir mal. Plasma gegen Gule, das kann eigentlich nicht gut gehen, oder? Die haben nur diese Betonstahlsäulen, Keulen, Beulen. Da gehst du ab mit der Beule in der Hose. Au. Dann wird's hier gleich auch famos. Ich sollte in den Osten über eine Treppe.
Herrst, Alter! Kannst du mal einen anderen mal... Na, wie ist das gegangen? Dann sitzt das Barilla, das nehmen wir mit. Kannst du einen anderen mal doof sein? Das ist leer. Das ist A leer. 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 Obwohl ich mit Plasmawaffen da gar nicht so... Oh. Da steht ein Pferd auf dem Flur. 50. Toll. Egal. Auch wenn wir uns diesen... Was ist das? Schachtel Zigaretten. Softlock Solutions Incorporated. Lagerraumterminal. An Steve Reynolds, Projektmanager Belebe Haustechnik. Der gewünschte Umbau des alten Generatorraums zum Lagerraum ist abgeschlossen. Falls Sie an den Safe müssen, das Kennwort ist Repcon. Vielen Dank, Bill. Ruhestand. Steve Reynolds, Projektmanager Raketenanlage, Martin Neimeyer, leitender Techniker. Hallo Stevie. Nun, ich kann kaum behaupten, dass ich überrascht bin. Sie waren ja immer schon ein falscher 50er. Schon als wir vor all den Jahren hier anfingen. Ich schätze, irgendwann muss schuld sein an allem. Da kann's auch gleich Ihr alter Freund sein. Der Unfall wäre nie passiert, wenn Sie das Team nicht so getriezt hätten oder die Mittel für wirklich kompetentes Personal bereitgestellt hätten. Ich gehe liebend gerne in den Ruhestand. Bin froh, wenn ich Sie und diesen traurigen Laden nicht mehr sehen muss. Martin. Na bitte. Und wünsche ihm viel Spaß in der Pension. Ich habe mir gedacht, hä? Warte mal, jetzt bin ich Lagerraumterminal. Der gewünschte Umbau, falls Sie an den Safe müssen, das Kennwort ist Repcon. Super. Na egal. Der ist A leer. Mitarbeiterterminal. Ah, das haben wir alles schon. Gibt's da noch irgendwas? Ich suche ja vielleicht noch Bücher oder so Puppen oder so ähnliches. Irgendwas, was uns weiterbringt. Warte, wie hat am Anfang gesagt, wir sollten in den Osten, gell? Hä? Naja, schauen wir mal, was da auf sich hat. War das nicht das mit der... War das nicht das mit dieser Glaubensgemeinschaft? Plasma Defender. Buff out. Du, jetzt hat der schon wieder alles genommen. Okay, Glatthaut. Ich lasse Sie rein, aber passen Sie auf, was Sie tun. Denn ich werde auf jeden Fall darauf aufpassen. Na bitte, jetzt hast du's jetzt haben wir's benannt. Gott, sind Sie hässlich. Oh Gott. Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Hä? Sie sind kein Ghoul. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Und bei Jason auch nicht. Glatthaut. Glatthaut? Ihre Haut sieht für mich aber auch ganz schön glatt aus. Hören Sie auf, mir meine Zeit zu stehlen, Glatthaut.
Stehlen Sie lieber die von Jason. Ja, dann stehlen wir halt mal die von Jason. Alter Trotzkopf. Ich finde diese Synchronstimme von den Typen irrsinnig geil. Nein, steck das wieder weg. Du. Oh Gott. Jason Bright. Na okay, komm her. Hallo Wanderer. Oh. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Wer sind Sie? Ich bin Jason Bright, der Prophet der langen Reise. Alle Ghule, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde an. Ich möchte mehr über diese Dämonen wissen. Was ist die lange Reise? Wir wollen der Barbarei des Ödlands entkommen, insbesondere der Gewalt und der Intoleranz seiner menschlichen Bewohner. Der Schöpfer hat meiner Herde ein neues Land versprochen. Einen Ort, an dem sie Sicherheit und Heilung finden. Ein Paradies in der weiten Ferne. Die Vorbereitungen für die lange Reise waren fast abgeschlossen, als die Dämonen auftauchten. Wie wollen Sie die Reise antreten? Die Modalitäten der langen Reise sind eine Glaubenssache und werden mit Außenseitern nicht besprochen. Was ist die weite Ferne? Ich habe es nur in Visionen gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist ein absolutes Wunder. Es ist ein Ort des Lichts und der Heilung. Und ich spüre in meiner Seele, dass meine Herde dort sicher sein wird. Was ist eigentlich mit dem Menschen, der mich reingelassen hat? Sie meinen Chris? Ich bezweifle, dass Sie viel Glück hatten, wenn Sie ihm erzählen wollten, dass er ein Mensch ist. Wir hatten dieselbe Diskussion, als er hier aufgetaucht ist. Ebenso ohne Erfolg. Er hält sich für einen von uns. Schon bald stellten wir fest, dass Chris ein Geschenk des Schöpfers ist. Er ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der langen Reise. Ihr Nachname ist Bright, heißt das nicht Strahlemann? Ist das lustig? Ich möchte mehr über diese Dämonen wissen. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind. Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen fauchte uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da. Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Sie sagen, einer der Dämonen sei auf Sie losgegangen? Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so und es ergab nicht immer einen Sinn. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Was für die Erfahrungspunkte. Gepriesen sei der Schöpfer. Gesegnet seien Sie. Gesegnet seien wir alle. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Rapcon Kellerschlüssel hinzugefügt. Das Nachtvolk aus dem Keller loswerden. Na, jetzt haben wir es benannt. Partyhut. Begrüße. Wo braucht man einen Schlüssel? Lassen Sie es mich wissen, wenn der Untergrund frei von Dämonen ist. Ja, wissen wir schon. Aber wo ist denn dieser Keller? Wenn ich das nur wüsste, ging es etwas schneller. Kuckuck! Kuckuck! Kann er da? Na, dann gehen wir wieder. Ja.
Oh Gott. Das ist eine Mission, die hasse ich. Ich hasse diese Mutanten. Da wir da nochmal speichern. Also sollte jetzt 3-4 Mal aufschreien. Au! Warte mal kurz. Wir können uns da jetzt einmal ein bisschen durchprobieren. RCW-Laser. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Ich glaube zu wissen, was sie da drin spielt. Okay. Einer von diesen Trotteln hat wahrscheinlich einen Schlüssel für da. Oder wir leveln vorher schon. Oh Gott. Endler? Wir haben einen Besucher? Eher ein Attentäter. Ich sage töten, Endler. Zur Sicherheit. Hä? Okay, Endler. Ich frage. Hallo, Mensch. Was willst du hier? Ist mit dir alles okay? Du klingst etwas seltsam. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und befehlige Truppen. Endler leitet mich, so wie ich meine Sippe leite. Wer ist Endler? Wer ist Endler? Wer ist Endler? Ja. Endler. Der Mensch fragt nach dir. Was soll ich sagen? Gut. Ja, natürlich. Nicht wichtig für dich, wer Endler ist. Endler will, dass du mit mir redest. Und mit wem genau habe ich es eigentlich zu tun? Ich? Ich diene Endler. Aber vor Endler? Früher Captain. Nachname Davison. Vorname vergessen. Habe Nachtvolktruppe befehligt. Elitetruppe des Meisters. Große Ehre, sehr stolz. Irgendwas dann passiert. Wir in Wüste gewandert. Leben ohne Meister. Hart. Verstand der anderen wurde komisch. Verrückt. Aber dann ich neuen Meister für uns gefunden. Endler gefunden. Seit damals alles gut laufen. Sagen wir direkt? Niemals! Endler beschützt! Jetzt spürst du Endlers Hörner! Was? Also viel Schaden macht er ja auch nicht. Oder ich bin einfach nur zu dumm. Ach, so eine ist das, okay. Das ist natürlich eine Andreas-Geschichte.
Nur die wird relativ schnell leer sein, würde ich sagen. Schlüssel, Splittergranate, Stoßstangenschwert. Das hört sich aber geil an. Ja. Fixer, Sprache, Buff-Out, aufbereitetes Wasser und eine. Komm und hol's dir, Ja. du großes Dummes. Hey, Sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind Sie? Jason hat mich hier runtergeschickt, damit ich mit den Dämonen aufräume. Und er hat Ihnen sicher erzählt, dass es der Wille des Schöpfers ist, dass Sie Ihren Arsch riskieren und nicht er seinen, stimmt's? Dann mal viel Glück dabei. Ich würde ja helfen, aber nein, danke. Ich sehe zwar aus wie eine Leiche, bevorzuge aber das Leben. Aha. Naja, Sie sehen nicht wie die anderen Ghule der Brights-Gruppe aus. Wie sind Sie in diese Falle geraten? Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar? Ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht und die verteidige ich auch gut, oder? Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hier runter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben, also ging die Sache schnell in die Hose. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Auf Wiederschauen. Wiedersehen. Okay. Wo hat der seine Todeszone eingerichtet? Also da. Mich kann nichts aufhalten. Außer es wäre ein verpacktes Spiel. Aha. Reicht schon. Tut mir leid, Junge. Boah, die Waffen ist geil. Feilschen plus 5, cool. Na, wenigstens die Red-Kakerlaken hat er viel lassen. Ha, ha, ha. Versandfehler. Weißt du was? Wenn es noch mehr liest, haben wir gar nichts mehr von der Episode. Warte mal. Der war ziemlich schlau. Oh. Cool. Werkzeugkasten. Also die komischerweise in Fallout 3 und in Fallout New Vegas, hier in diesem Spiel, interessiert mich der Loot, den du so kriegst, eigentlich gar nicht. Jetzt schauen wir mal weiter. Was wird man eigentlich nochmal in diesen einen Abschnitt, wo eine Schachtel Zigaretten. Ich speichere da mal.
Was? Wer? Wer rülpst da? Das tue nur ich. Naja, man könnte sich hier auch was Schönes basteln. Man könnte sich kreativ verausgaben, so wie MacGyver. Altmetall? Gibt's da irgendwas, was wir mitnehmen können? Irgendwas, was uns weiterhilft, was uns weiterbringt? Nö. Kuckuck! Na, wir müssen nochmal zurück auf, glaube ich. Super. Schau wieder eine leere Truhe rein. Nein! Ich sag das! Wo müssen wir jetzt hier überhaupt? Naja. Was ist da? Weltraumanzug 729, schön. Oh, Stimpack, Mentats, Medex, nehmen wir gern mit. Hier sind wir, okay, jetzt kenne ich mich aus. Glaube ich halt. Werkbank. Das habe ich mir noch nie angeschaut, das System da. Das ist ja... Ich habe keine Ahnung. Ja, nochmal zurück hinauf. Es hilft eh nichts. Dann folgen wir einfach mal der Markierung auf dem Kompass. Was ist denn da oben? BZW, von wo sind wir gekommen? Von da, genau. Weil ich weiß, dass das noch nicht alle vom Nachtvolk waren. Da fehlen uns noch einige. Ja, da fehlen uns noch einige. Allerdings... Hörst du ihn? Ich höre ihn. Sag einmal, wo ist denn der pudelnackerte Arsch jetzt hin? Jetzt stirbst du! Klar. Shit, ich hab keine Aktionspunkte. Oh.
Der Werkzeugschrank ist leer. Wäre auch ein Wunder, wenn was drin wäre. Hier hinein. Ich mach dich kalt! Na, bitte nicht. Ich will doch nur reden. Und irgendwann müssen wir uns mal eine gescheite Rüstung oder so irgendwas besorgen. Aber warte mal. Habe ich nicht irgendwas eingesteckt für kleine Waffen plus 5? Na. Nahkampfwaffen plus 2, Feilschen, du Depp, du. Plus 5, Weltraumanzug, Wandleroutfit. Wanderoutfit, ja, Entschuldigung. Puh. Da war nur eine Wand. Das ist doch allerhand. Kuckuck. Kuckuck. In diesem Labyrinth muss der Dame zurechtfinden. Also das ist allein schon eine Kunst für sich. Repetierer, Kleinkaliber, Lasergewehr, probieren wir mal das. Ich verspreche mir zwar hiervon nichts. Jetzt hab ich dich! Oh! Huh! Hilfsmittel. Nimm das. Ja, sonst haben wir ja nichts. Da. Sind wir leicht fertig oder was? Es ist egal in welchem Spiel. Es ist wurscht in was für ein Spiel. Ich hasse Flammenwerfer. Dir sag es. Datenaufgaben. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Jaden's Nachfolg fort ist, okay? Super! Ach ja, ich sag das. Es ist halt... Wenn's da Orientierung hast, wie eine Kuh am Morgen, ja, was da? Was ist denn da alles? Eigentlich nix. Auskennens. Wo müssen wir da weiter, bitte? Da gehen wir nur in den Keller weiter, Obi. Das ist mir eh logisch. Das ist ja eh klar. Klar wie Kloßbrühe. Sagte er.